Welkom, deze aandag is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden, dem Jesus Christus navolgen. Wir hopen deze aandag wordt je aansporen dem Jesus Christus beter navolgen. Gottes Segen. Welkom naar onze online Christmas service. En mij vrijdag je zijn met ons taub van deel. En ik wil je een schöne Weihnacht wensen. Goedemorgen. Ik wil jullie alle ook een schöne Weihnachten wensen van deel. Dit jaar weten, ik ben nog krank van mijn werk en ik kan niet wat anders doen, maar ik heb veel aan jullie gedacht. En ik heb het persoonlijk voor jullie gebeden. En niet dat mijn Weihnachtentijd is, God heeft mij nog gewezen, hoe wunderbaar dat is, dat Hij heeft zijn eindje gezien, te ons geschickt, dat Hij ons raden kan. Is het niet wunderbaar, hoeveel lief Hij heeft voor ons? En zoals Hij ons leven deed, zo heeft Hij ons ook lief voor een kerk, voor een ander. We kunnen lief bewijzen te onze familie, te onze kerk, wegen Hij heeft lief voor ons. En van dat lief wil ik aan jullie aanwijzen dat we beden voor jullie. We beden persoonlijk voor jullie. Dat God mag jullie zijn deze Weihnachten, dat Hij mag jullie gezondheid geven en dat Hij mag jullie glauben sterk maken. Taub is een familie. Wanneer je de schrift lezen doet en je ontdenken wat God ons leven deed, mag Hij je glauben sterk maken. So ik wil jullie een zeer schöne Weihnachten wensen van jou. Ik wil een paar dingen bekend merken. Eerst dat van deze zondag, twee deel van nu, weil we hier waren een online service eruit merken. En das Port von dieser online service wordt over het moet zijn. So ik geloof het is zeer passend deze Weihnachten, dat we kunnen zijn, wo Weihnachten verbunden is met Ostern. En we kunnen zijn, Jesus Christus, tijdens zijn kind, Hij wast op, zodat Hij kon op een Kreuz sterben voor onze zin. En so, we freuen dat je merken, je wat rijdt thuis, wanneer je makkelijk zijn met overmorgen, dus online, merk je wat rijdt, brood en wat grapejuice, wat allemaal je merken rijdt. En dan werden we zondag klaar nemen, wanneer we taub de aandag teken doen, kan we overmorgen taub gaan. Dankzij voor ons met ons taub deze online service metkomen. So, ik wil een klein beetje bekend merken, wo onze aandacht wordt wieder gaan. Eerst willen we een paar Leute taub zingen. En onze zingergroep die heeft een hem dat opgenomen van deel. En ik geloof dat is besonders en ook zeer fan. En so, wenn je met zingen wil, dan wil ik. En wenn je bezorgen doen, dat is ook goed. Nu dort, dan wordt Frans Wolf, hij wordt ons de Bibelversen lezen. En dan nu dort, dan wil ik een boodschap brengen. Die hier van zijn
En diejenigen werden en die nach Schubhut op de Stab, het worden, wirkten über ihre Heer. En plötzlich stond dem Herrn sein Engel voran, und Gott seine Herrlichkeit mögt dat an so Tag, dat an eine große Angst überkam. Aber der Engel sagt zu der Horde, fürcht euch nicht, hörst, ich bringe euch eine gute, große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Jut ist diese Nacht in David seine Stadt, der Heiland geboren, der Herr Christus. Und am Utefingen auf das so ist, wo ihr durch ein Kind fingen, das ein Wenglen angewackelt ist und an eine Krab liegt. Dann standen bei den einen Engel plötzlich ein großer Schauf Engel und lobten Gott und sagten, lot Gott am höchsten Himmel Ehe kriegen und die Menschen ab der Ehe Fried, der an die er seinen gefallen hat. Und als der Engel war trägt im Himmel fuhren, sehen die Horde einer zum anderen. Dann weil wir die Fuß nur in Bethlehem gehen und die Geschichte und ihr Segen, die der Herr ans Haft weiten lassen. Und sie spoten sich, dass sie handkämen und fangen Josef und Maria und dort auch das Kind, dort an die Grab lag,
En als ze dat kind gezien hadden, vertelden ze allemaal wat aan van dat kind weer gezegd worden. En alle die dat hielden, wonderden zich darüber, wat de Schub had aan te vertellen hadden. Maria aber lässt sich jeder Wort zu Worten gehen und dacht darüber nach. Die Wortjungen waren treu und lobten und verherrlichten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und dass es Krieg so wie was wir als an wir gesagt worden. Ik wil jullie alle welkom en ik wil jullie een goede Weihnachten wensen. En vandaag wil we een klein beetje reden van, ik geloof, de grootste geschenk wat de wereld jemals heeft gezien. En dat is de leven wat God ons gegeven heeft door Jezus Christus. Wanneer we aan Weihnachten denken, dan zijn viele dingen wat we vielleicht van reden doen. We reden van God wie Mensch wordt. We reden van de Wunder wat het is dat God de vrede en de vrede der Welt heeft gebracht. We reden ook van onze Rettung. We reden van wo we kunnen eins zijn met God, wils wat Jezus Christus gedaan heeft voor ons. Maar ik geloof een thema wat voor dit jaar in 2020 sehr wichtig is als leven. Viele mensen wat ik geredet nog heb dit jaar, die zijn, ik voel me sehr allein. Ik voel me einsam. We kunnen niet terugkomen ohne Menschen, und wir sollen nicht mit ohne Menschen terugkomen, dus we wollen nicht tun. En dan vallen wir uns allein. En wat is dat de eenzaam wahrnehmen dat is wanneer anderen met ons taub zijn. De leven wat door de gemeenschap komen dat is dat wat ik geloof een nodig is voor deze Weihnachtstijd. Wanneer we aan leven denken dan, we denken verder aan befrieren. Oder wir denken an, was wir gleichen. Aber der Leib, was von Gott kommen wird, beweist uns, was Leib ist. Gott, wer für alle Ewigkeit hat dort perfekt Gemeinschaft gehabt in der Dreieinigkeit, schickt Gott sein Sehen, Jesus Christus, zu der Welt, dass seine Leib kann offenbart sein nach uns, dass wir können dort wirklich weiten, dass Gott uns Gott ist. Hier ist das Ding von Leib, was ich glaube, sehr wichtig ist zu verstehen. Wir brauchen das Leib, das wird Leib, vielleicht ein klein bisschen gleichzeitig. Besonders in Englisch sagen wir, I love ice cream oder ich liebe das, ich liebe dort. Und ich glaube, das ist vielleicht, das wird nicht ganz recht gebraucht. Wir sollen da vielleicht lieber sein, ich gleich dort. Weil wenn wir an Leib denken, dann, wir glauben für ein Leib und Gleichen als das ewige Reinen. Das ist nicht das ewige Reinen. Wenn wir was gleichen, dann sind das Dinge, was wir von einem Denk viel wirken. Aber Leib ist viel mehr als dort, ist viel tiefer als dort. Leib ist so, was wir wahrgeben. Wir geben von uns selbst und anderen Menschen. Wir sind an anderen Menschen gut. Und wir nehmen den anderen Menschen an, so sei oder er ist. Leib ist nicht Leib, er ist wie dort wahrgeben. Wir sehen in der Bibel, dass Gott hat eine Leib für uns. Gott hat uns gemerkt. Gott mögt uns gut. Und mit der Zeit, wie es Menschen wie jeden verloren. Die Bibel lehrt uns, dass Adam und Eva, die Sünden in den Garten, und mit dort, alle die Menschen, die nur entkommen würden, die würden geboren in Sinn sein. Aber Gott, wie dort, was er merken deit, wie es Menschen, wie uns Gott, der Leib für uns, wie du. Und was deit Gott mit diesem Leib, was deit Gott, will er uns leben deit? Er schickt Jesus Christus. Und dort ist der Nachricht für Weihnachten. Johannes Kapitel 3, der 16. Vers sagt es dit. Gott seine Leib für diese Welt wie so groß, dort hij zijn einzigen Sehen geeft, dat all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben. Wir sein Leib ist nicht Leib, das wahrgegeben wird. Wir sein hier das größte Geschenk, was jemals gegeben worden. Ein Ding, was ich glaube, was uns klar ist, das Jahr,
mit dem Jahr ein Ding, was wir vielleicht ein bisschen vergrantet haben genommen, als dort wie Familie uns haben. Dort wie wollen taub kommen. Wir wollen uns eine Familie taub kommen, wir wollen eine Gathering haben und wir wollen da alle sein. Und willst wir dort jedes Jahr tun, dort erst ein bisschen denken, was wir gewandt sind. Und dann da wir so viel Effort nehmen und ein rechtes Geschenk kriegen. Wir haben mit dir geredet, Jahr, und das einzige Geschenk, was wir wollen, ist Gemeinschaft. Dort ist das größte Geschenk, was wir verlangen. Und weißt du, der Norecht von Weihnachten ist der Norecht von dem Geschenk. Gott, seine Leib, ist für uns, durch Jesus Christus, gegeben an Weihnachten. So, was von der Leib hat Gott dann für uns? Wir sagen, dass Gott seine Leib gibt nur uns, das ist ein Geschenk für uns. Was von der Leib hat Gott für uns? Ich glaube, Gott seine Leib ist treu. 5. Mose Kapitel 7, der 9. Vers sagt es dort. Denkt daran, dass der Heilige Gott der einzige Gott ist. Er ist ein Gott, auf wem einer sein Vertrauen setzen kann. Er ist ein Gott, wo wir uns Vertrauen und setzen können. Und was ist dort in Gott, was wir uns Vertrauen und setzen können? Seine Leib. Seine Leib ist nicht so eine Leib, was wir als Menschen fertig haben. Unser Leib ist fertig verbunden mit was andere tun. Wenn Menschen Fernsehen an uns, wenn Menschen dort krank tun, so es wir dort liegen, dann wollen wir entleben. Dann wollen wir entgaut sein. Wenn sie vielleicht nicht ganz Dinge krank sind, ist wir dort liegen, dann werden wir unser Leib trägt. Aber Gott ist nicht so. Seine Leib ist treu. Seine Leib kann wir uns ganz unverloten. Seine Leib, der hielt nicht ab. Seine Leib ist immer treu und der wird niemals abhören. Wieder wir sagen noch, dass Gott seine Leib ist persönlich. Er ist in Gott, wird nicht verloten wird, wenn das nicht ganz fernschaffen wird. Ich denke, was wir sagen in vielen Ehe, ist dort, wenn Lied sich nicht mehr ganz stemmen dann, von der und auch, dass er sehr mau, dass sie hineingehen, dass die Schäden dann. Wenn der Leib nicht mehr ganz fern ist, dann tragen Menschen hinein. Aber Gott seine Leib ist nicht so. Gott seine Leib ist krankster Leib für jede Person. Gott seine Leib ist persönlich. Gott seine Leib ist nicht bloß, dass er muss ein Mensch Gott sein, er will ein Mensch Gott sein. Und dieser Leib, der ist persönlich. Und dass jede Person ist viel wert wie Gott. Jeder Leib, was Gott ausgeben hat, an Mensch, hat einen Namen zu sich. Gott seine Leib hat Quinten. Gott seine Leib hat, was einmal die Namen ist. Gott seine Leib ist für die und Gott seine Leib ist persönlich für die. Wieder sei wie auch dort, Gott seine Leib gibt. Und das gibt wird ein Opfer. In Englisch sei wie, Gott seine Leib ist sacrificial. Wir würden niemals sein, dass wir würden alles abgeben für so eine, was wir nicht mehr gleichen tun. Wenn du ein Fremder ist, und wir würden gefragt werden, was die in ihr Leben abgeben für Jana, und wir die nicht mehr tun, wir würden sagen, no, ich sage dort nicht, weil ich dort tun. Die Bibel sagt dort, du sind wenig von uns, was würden uns Leben abgeben von Freund. Und wir würden uns niemals uns Leben abgeben von Feind. Aber dort kragt, was Gott tut. Gott gibt sein einzigen Sohn, Jesus Christus, ab. Er gibt das größte Geschenk, was der Welt jemals hat gesehen. Und das Geschenk wird geopfert auf dem Kreuz für uns. Römer Kapitel 5, der 8. Vers sagt es dort. Aber Gott weiß uns seine Leib an, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Das ist nicht bloß, dass Gott Himmel verloren hat, für die seine Zeit, was er hier war. Jesus Christus hat für alle Ewigkeit im Himmel gelebt. Er hat eine vollkommene Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit.
En Jesus juicht dort ab für du en für mich. Dit is een wonder. Dit is een grote sacrifice wat Jesus abgeven deed. Hoeveel van ons würden zoveel abgeben, zodat we kunnen onze lijf bewijzen? Onze lijf is werken zo vlak. En doch Jesus Christus zijn lijf is zo diep, dat hij weer wellig, niet bloos voor zijn vrienden sterven, maar ook voor de zender ook. So wanneer ik word ons vragen, wanneer is de laatste mal wat wie zijn lijf aan je heeft? Dat onze lijf ons wat kosten deed. Dat onze lijf ons niet meer makkelijk is. Verken, we geven bis in een lijf wat ons makkelijk is. Wanneer we wat eeuwig blijven zal gaan, dan geven we die lijf weg. Maar wanneer ons wat kosten, dan zijn we verken niet wellig am leven. Maar Jesus Christus geeft ons een voorbeeld. Dat we zijn leven, wanneer ons ook wat kosten deed. Waar we hier wonen, wanneer je hier in Leamington wonen, dan, je weten dat je niet no bent. Die wat in je community wonen, er zijn vele wat lijf veel deed. Zijn we in deze weihnachtstijd wellig, om wat abgeven, zodat we kan lijf bewijzen? Zijn we in deze weihnachtstijd wellig, dat we kan Jesus Christus in een lijf wezen, wanneer ons ook wat kosten deed? Nou, ik denk wat we zijn van God zijn lijf is, dat God zijn lijf wel onder raden. Hij is beduurd aan onze eeuwigheid. Hij is beduurd aan wat we worden doen met eeuwigheid. Hij wil gaan dat alle van ons zo'n eeuwig leven gaan. Maar als de Bibel ons leren dat, we zijn in zin geboren. We zijn getrouwd van God. Dat is niet meerlijk dat we eeuwig leven worden gaan met onze zin natuur. Aber Jesus Christus wil hij ons goed als heeft een wacht gemerkt, zodat we kan dat eeuwig leven hebben. Jeremia kapitel 31, 3 vers staat: O lang her heeft ik haar zich die gewezen. Ik zie die nog allemaal goed geweest. Door wen kreeg ik die met terughoudje lijf. God zegt hier, ik ben die nog allemaal goed geweest. In deze vers wil ik gaan we deze Weihnachten persoonlijk aannemen. God is die voor allemaal goed geweest. So wat deed dan God met deze lijf? God krijgt die om de terughoudje lijf aannemen. En een weg te zijn, God wil hij die goed is, wo je allemaal du bist. God krijgt die deze lijf te beleven. Wessen van ons, we hebben abgewassen met weinig lijf. Wie ons wordt gezegd dat met ons wordt het niemals veel wat worden. Ohne van ons wassen den fijne heim ab. Maar er zijn beste dingen wat geworden zijn in ons leven, wo we ons vielleicht weinig van ons zelfs rekenen doen. We zijn ons zelfs aan, dus niks. Maar God zijn lijf is eeuwig. God heeft die en mij allemaal geleefd. En uit deze lijf, wie allemaal du bist, wie allemaal ik zijn, God krijgt ons deze Weihnachten, om deze lijf beleven. So wat deed God dan met deze lijf? Epheser kapitel 2, de 4 en 5 vers staat: Aber God is zo rijk aan genade, en hij is ons zo goed in zijn lijf, dat hij ons der Christus taub ware zum leven bracht. Wanneer we ook dood in onze zinden wären, der genade war we seilig. En dan wieder in 2 Korinther kapitel 5, de 21 vers staat: God mögt den, die von keine Sinn wisst, in onze steed te sind, dat we der für Gott gerecht worden, so als dat für gellen deed. Gott wir uns so gut. Hij wist an onze Sinn Hij wist krank wer wir wären. Aber doch Gott schenkt seine Leib. Gott gibt seine Leib für uns.
So ich glaube, wenn wir nu sein down, was von ein Life Gott hat für uns, ich glaube, das ist sehr passend für Weihnachten, dass wir dieses Life dann wiedergeben. Ich glaube, diese Weihnachten ist auch eine gute Zeit, dass wir an das Life denken down und an dieses Life, was Gott uns gegeben hat, wiedergeben down nach anderen. So, wo können wir dieses Life dann nach anderen geben? Ich glaube, wir sollen anfangen mit unserer Familie. Ich weiß nicht, wo die Gemeinschaft ist in deiner Familie. Die Gemeinschaft ist vielleicht fern. Und Weihnachten ist eine Zeit, wo die Gemeinschaft, die du hast, kann besser werden. Die kann vielleicht nicht, wo einmal gewohnt haben, vielleicht kann ich nicht taubkommen, dass die mal deuten. Vielleicht kann ich das Jahr nicht taubkommen, weil es sind welche Dinge, die ein Stich sind. Aber es sind so wenig Wege, wo wir uns, ihre Schwester, unsere Familie, Brüder und Schwestern, unsere Eltern, kann ihren und leben. Wer wir uitreken, wer wir die Gemeinschaft bauen, uitleven was wir unsere Familie haben. Und dann, wer wir diese Weihnachten Zeit nehmen für uns Partner. Ich glaube, ein Ding, was ich fertig sein darf in der Weihnachtszeit, ist, dass wir nehmen Zeit für andere Menschen, aber wir nehmen nicht Zeit für uns Partner. So, wenn diese Weihnachten vielleicht ein bisschen stiller ist, diese Weihnachten kann special sein, diese Weihnachten kann besonders sein, dass du und dein Partner, wenn ihr befreit seid, kann deine Life bauen. So, nimm Zeit, um deine Life wiesen an deinen Partner in dieser Heilige. Und dann, da wir am Kicken, in wo immer wir wohnen, in unserer Community, in unserer Stadt, in Stark, wo immer wir wohnen, und wer wir Gott fragen, wer fehlt deine Life diese Weihnachten? Unsere Welt ist voll Menschen, was diese Life, was Gott gegeben hat, nicht kennen. Diese Welt ist voll von Menschen, was niemals haben dort gehört. Und niemals dort haben gefeilt, dass ein Mensch wirklich Gott ist. Diese Weihnachtszeit ist die Zeit, wo der gute Nachricht von Gott in Leib heraufgekommen. Und wir als Christen, wir haben die Abgabe, wir haben die Gelegenheit, um diese Leib, was Gott uns gegeben hat, eine andere geben. So, wenn ich denke, ich glaube viele von uns, wenn ich sage, wer wir an andere denken, das ist auch nur, was in unserem Hort ist. Wenn wir diese Weihnachtszeit nehmen, um diese Leib wiedergeben, nur seiner, was fehlen hat. Vielleicht meint dort eine Mahlzeit wegführen oder eine Familie geben, was in Not ist. Vielleicht meint dort die Noba, was allein wohnt und was ganz allein ist, wer ganz allein ist in dieser heilige Zeit, die vorn besehen. Vielleicht meint dort ein Mensch, was die allein nicht mit geredet haben, von und dort sein, dort die an beten, denken da und beten da. Wer wird diese Zeit nicht loten vorbeigehen? Wer wird diese heilige nicht loten vorbeigehen, ohne dort die Welt, so Gott es wieder kann, weiten down, dort wir und Gott sind und dort Gott und Gott ist. Ein Ding, was ich glaube, uns fertig in Stich stunden von dieser Live-Meltdown mit der Welt, ist, dass wir denken fertig bloß an uns selbst. Was will ich für Weihnachten? Was von den Geschenken will ich? Was sollen andere tun für mich? Aber wenn wir diese Zeit und diese Heilige nehmen, dass wir unsere Gedanken ändern tun, dass wir so denken tun, ist, was Gott denken wird. Gott denkt an, wo kann ich meine Life beweisen? Jesus Christus in all seiner Herrlichkeit, wenn er in die Welt kommen wird, er hat kommt sein nach uns. Ich bin Gott, nur da, was ich will haben. Aber Jesus Christus Time ist in deiner. Jesus Christus Time, dass er kann seine Life wiedergeben. Wie das Menschen, wie wer Gott gemerkt hat, wer Jesus gemerkt hat, wie haben sollt Jesus Christus dein. Und bei Jesus Christus Time zum Anstein. Wer wir dann dieselbe Aussicht haben, als was Jesus hat. Wer wir andere dein, wer wir Weihnachten merken für andere und von anderen.
So wenn ich an diese Botschaft denken darf, und mir reinmerken darf, da wären ein paar Dinge, was Gott mir am Hort leiden darf. Ich will haben, wir sollen diese paar Dinge sehr wichtig tun, diese Weihnachten. Erstlich, Gott ist die Gott. Gott ist die Gott. Das ist so simpel. Das ist so einfach so zu sein. Und wir hören das Pferd in der Tag. Aber diese Wahrheit, lot wie diese Wahrheit in uns Hort setzen, dass wir das wörtlich annehmen dann? So kann es sein, dass viele von uns, wir gleichen uns selbst nicht sehr. Wir sein, wer wir sind, denn wir gleichen das nicht. Und willst wir uns selbst nicht gleichen dann gleich wie vielleicht, Gott gleicht mir auch nicht. Und wenn Gott mir nicht gleichen wird, dann kann Gott mir auch nicht leiden. Verbindung ist die Zeit, wo das Notrecht wichtig ist und wir können das annehmen. Und dort ist Gott ist die Gott. Zweitens, wenn wir den Life annehmen, was Gott uns geben wird durch unsere Menschen. Viele von uns leben, wie schieben Menschen weg. Wie seien unsere Menschen? Dankeschön, aber ich weiß nicht, ich will es nicht annehmen. Wenn unsere Menschen uns live wiesen, dann werden wir das annehmen. Das ist erfahren der unsere Menschen, dass Gott uns seine Life geben wird. Und zweitens, wenn du allein bist, diese Weihnachtszeit, Gott ist immer mit dir. Römer Kapitel 5, der 5. Vers sagt es dort. Hoffnung, lasst uns nicht zu schon werden, wird uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat, Gott seine Liebe in unsere Horten gegoten ist. Gott seine Liebe ist immer mit uns. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir wiedergeboren sind, dann ist Gott seine Liebe immer mit uns. Du hast keine Städte, du hast keine Stove, du hast keine Stadt, wenn wir allein sind, wo Gott seine Liebe nicht ist. Und wenn diese Weihnachtszeit schwer ist für ihn, wenn diese Zeit ist in der Zeit, wo je allein finden, Gott seine Liebe ist mit dir. Gott hat ihn nicht verloren, Gott hat ihn nicht tachgelassen, Gott seine Liebe ist mit dir. Ich will von dir schließen mit von 2. Thessaloniker, Kapitel 3, der 5. Vers lesen. Mocht der Herr ihn horten, so lenken, dass je den Weg nach Gott seine Liebe und nach Christus seine Geduld fingen. Gottes Segen. In der Stadt wird dunklen Stadt.
Dankeschön für uns, mit uns taub, diese Andacht durchgehen. Und meine Hoffnung ist, dass wir wollen können, der Leben, was Gott für uns hat, wirklich begreifen, dass wir können in der Leben leben und die Leben mit anderen mitteilen. En ik wil hier Römer kapitel 15 vers 13 wil ik van jou lezen voor ons. Möchte Gott, von dem alle Hoffnung kommt, jünt hun Glauben en Arm vollab Fried und Fried schenken, dort jene Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft en jünt wachsen macht. Gottes Segen.